Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Es ist eine Vollmondnacht, das heißt Zeit für gruselige Geschichten hier bei uns im Krimi. Mein Name ist Wolfram Höll und bei mir ist die Frau, die, sollte ich mal eine Kreuzfahrt machen auf einem Schiff mitten im Atlantik, im Mittelmeer oder auf dem Bielersee und im Nebel stecken bleiben, dann doch bitte mit dir, Susanne Jansson. Hallo Wolfram, das ist schön. Lädst du mich hiermit zu einer Kreuzfahrt ein? Habt ihr das auch gehört? Und die Frage, mit der ich jetzt mal in mein stilles Kämmerlein gehe, will ich das wirklich? Also, ich finde, es gibt tatsächlich, glaube ich, man darf ja keine Schleichwerbung machen, aber es gibt so, glaube ich, Kreuzfahrten mit Übernachtung zwischen Bielersee, Murtensee und Neuenburger See. Du guckst mir jetzt so an. Du hast mich verloren bei Bielersee. Wenn ich Kreuzfahrt sage, denke ich doch nicht an den Rhein oder an den Bielersee. Ich glaube, das wäre immer sehr hübsch, wenn man da sogar übernachtet und dann wirkt auf einmal das nahe so groß und die Zeit dehnt sich. Nebel kriegt man auch gut Richtung Biel. Und ich glaube, es wäre eine wunderbare Gelegenheit, zusammenzusitzen und sich gruselige Geschichten zu erzählen. Ich erzähle dir gleich eine gruselige Geschichte. Auf solchen Schiffen brechen meistens irgendwelche Magen-Darm-Viren aus. Ja, da hast du es, genau. Das erzähle ich dir dann. Also wenn Kreuzfahrt, dann bitte raus auf den großen Ozean. Okay. Vielleicht machen wir eine Krimi-Kreuzfahrt mit der geneigten Hörerschaft. Das klingt nach Ruderboot mit Loch. Okay, ich höre jetzt auf. Ich bin heute negativ. Ich war bei Titanic. Ja. Ist vielleicht dann trotzdem dieselbe Konsequenz wie Ruderboot mit Loch, aber trotzdem. Hey, wir sind in der goldenen Zeit des Hörspiels mal wieder hier mit unserem Grusel-Spezial, nämlich mit der zweiten Folge von Verzähl du das, dem Ferima. Das war jetzt schön doppeldeutig, die goldene Zeit des Hörspiels. Das Hörspiel zumindest ist aus dem November 1953. Wir hatten jetzt die zweite Folge und es zeichnet sich, ihr könnt das nicht wissen, aber es sei gesagt, 2 Hörspiele pro Jahr haben sie damals gemacht, über ein paar Jahre hinweg. Meistens Frühjahr und Herbst. Und wie es immer ist beim Ferima, Menschen werden irgendwo eingeschlossen. Die Aktivität kommt zum Halt. Und was macht man dann natürlich? Sich Geschichten erzählen. Am liebsten gruselige Geister, Gespenster, Monster, Geschichten von übernatürlichen oder als natürlichen, gefährlichen Begebenheiten. Wir haben gesagt, wir bringen diese Hörspiele in der chronologischen Reihenfolge, weil wir eben auch ein bisschen verfolgen wollen, wie die sich vielleicht weiterentwickelt oder anders entwickelt haben. Und ein großes Geschenk wird jetzt schon nach einem halben Jahr zum Frühjahr 53 gemacht. Wir haben doch da so rumgerätselt das letzte Mal, wie übersetzt man denn Verzähl du das im Ferima so richtig? Das gab es wahrscheinlich auch als Rückmeldung vom Publikum, denn hier zum Auftakt der zweiten Folge wird genau und sehr, sehr anschaulich erklärt, was es mit dieser Redewendung auf sich hat. Das stimmt. Haben wir wieder das große Vergnügen, einen unserer Vorgänger zu hören. Und weil die Erzählstruktur schon ein bisschen verschachtelt ist und noch ein kleines Intro davor gibt, fängt das Hörspiel ungefähr 5 bis 6 Mal an. Aber jeder Anfang ist schön. Also nehmt euch Zeit, ein bisschen mehr als sonst beim Krimi-Podcast. Legt die Beine hoch, einfach alles in Reichweite haben und ansonsten nicht mehr bewegen wie dieser Luxusdampfer im Nebel. Genau, man kann sich höchstens ein bisschen schaukeln lassen. Ja. Auf beim Bötchen, auf dem Bielersee. Viel Vergnügen bei der zweiten Ausgabe von Verzähl du das, dem Ferima. Viel Spaß. Was ist da los? Was hast Ein Gespenst! Was? Ein Gespenst. Ganz deutlich habe ich es gesehen. Es war ganz grün im Gesicht. Und ganz grosse gelbe Augen hat es gehabt. Und was? Und dann hat es das ganze Gesicht erst noch unter dem Arm treibt. Komm, gang mir weg. Verzähl du das im Ferima. Verzähl du das im Ferima, sagt man in Basel, wenn einem eine Geschichte berichtet wird, die so unglaubhaft und haarsträubend ist, dass man berechtigte Zweifel an ihrer Wahrhaftigkeit haben kann. An den 5 Geschichten, die Sie nun zu hören bekommen,
dürfen Sie zwar nach Herzenslust zweifeln, aber bitte zweifeln Sie so, wie man an allen Berichten über unerklärliche und übernatürliche Vorgänge zu zweifeln pflegt, mit einem leisen Zweifel an Ihrem Zweifel. Lachen Sie darüber, aber so, wie man über diese Dinge lacht, mit etwas belegter Stimme und etwas Gänsehaut am Rückenmark. Und wenn Sie auch sicher sind, dass es solche Sachen wie Vorahnungen, eintreffende Weissagungen und unentrinnbare Vorbestimmungen bestimmt nicht gibt, so bedenken Sie, dass nichts so sicher ist, dass es ganz sicher wäre. Ja? Gut. Dann sind Sie in der richtigen Stimmung für unsere Sendung Verzähl du das im Färima. Kurt D. Heine und Fritz Schäufele lieferten Beiträge zu dem Manuskript von Werner Wollenberger. Hans Möckel schrieb die Musik und Hans Hausmann inszenierte Verzähl du das im Färima. Geht das? Ja, Sir. Können Sie noch was sehen? Im besten Fall die Hand vor meinen Augen. Drecknebel, verdammter. Hat man sowas überhaupt schon mal erlebt? Um diese Jahreszeit in diesen Gewässern Nebel. Und was für einer. Dick wie Kondensmilch. Wie war der Wetterbericht? Heiter bis mäßig bewölkt. Leichte westliche Winde. Nacht klar. Einmal möchte ich die Herren vom Wetterdienst kennenlernen. Ich glaube, die stellen sich ihre Meldung nach dem 100-jährigen Kalender zusammen. Jawohl, Sir. Es hat verdammt keinen Sinn, weiterzufahren. Weiß es der Kapitän? Er hat sich einen Moment nebenan hingelegt. Ja, wecken Sie ihn. Lassen Sie Maschinen stoppen, Anker klar machen, Sirene. Verbindung mit Southampton. Ich gehe zu den Passagieren. Jawohl, Sir. Maschinen stoppen. Anker klar machen. Und wer kommt denn da, Mr. Kelly? Oh, der erste Offizier Ihrer Majestätsschiff Atlanta höchstpersönlich. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Guten Abend. Lassen Sie sich doch bitte nicht stören. Aber bitte, Mr. Kelly, von Ihnen? Setzen Sie sich doch ein bisschen durch uns. Ja? Trinken Sie ein Glas mit? Ach ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich... Zu tun, wollten Sie doch sagen, nicht wahr? Oh, erste Offiziere haben immer zu tun. Es ist ein wahrer Jammer. Ja, manchmal bestimmt, Mrs. Webb. Aber für ein Glas wird es doch reichen. Noch dazu, wo unsere Unterhaltung gerade so interessant zu werden beginnt. Sie müssen doch alles verraten, Herr Hellmann. Naja, also in Geheimnisse will ich mich natürlich nicht mischen. Ich bin ja schließlich nur vorbeigekommen, um... Mr. Kelly, als Verantwortlicher für das Wohl und Wohl, also Sie als Verantwortlicher für... kann mir ja jemand sagen, was ich sagen wollte? Oh, Herr Olsen, Sie sollten nach dem 3. Whisky keine so komplizierten Ansprachen mehr zusammenstellen. 4, Mrs. Webb, wenn ich bitten darf. 4 oder 5? Also stellen Sie sich vor, da erzählt uns Mrs. Braun eben in vollem Ernst. Herr Hellmann, Sie sind ein Scheusal. Erzählt uns also in vollem Ernst. Geht das gegen mich? Wieso? Ich heiße Ernst. Ach so. Erzählt also, oder besser gesagt, will uns glauben machen, dass sie an Gespenster glaubt. Noch ein Whisky und sie hat meine volle Unterstützung. Wie finden Sie das, Mr. Kelly? Ja, also ich weiß nicht. Es gibt natürlich gewisse Erscheinungen und Vorfälle, die man... Ein höflicher Mensch, der erste Offizier. Es gibt natürlich gewisse Erscheinungen, sagt er. Bloß, dass man etwas nicht erklären kann, ist noch keine Erklärung dafür, dass man etwas nicht erklären kann.
Können Sie uns den Satz erklären? Nein. Also, ich muss aber jetzt wirklich... Sie müssen vielleicht, aber Sie dürfen nicht. Sie sind der Einzige, der mich bis jetzt unterstützt hat. Sie werden auch ganz bestimmt meine Geschichte glauben. Ja, aber ich fürchte wirklich, ich sollte Nein, jetzt... Mr. Kelly, Sie müssen bleiben. Es dauert auch gar nicht lange. Eine Gespenstergeschichte hört. Womöglich eine mit einem phosphoreszierenden Totenschädel und roten Spinnen in einem Zitz. Also dann fangen Sie schon an, Mrs. Brown. Soll ich wirklich? Aber ja, ich bitte darum. Gut. Nun, Sie haben vielleicht schon einmal in irgendeinem... Zinksarg! Wie bitte? Zinksarg, wollte ich vorhin sagen. Mit roten Spinnen in einem Zinksarg. Jawohl. Nein, Herr Olsen. In meiner Geschichte kommt absolut nichts von klappernden Gerippen und blassen Phantomen vor. Und das ist vielleicht gerade das Unheimliche daran. Wo war ich? Sie sagten, Sie haben vielleicht schon einmal in einem... Ach, danke. Ja, Sie haben vielleicht schon einmal in einem Kriminalroman oder im Radio bei einem Kriminalhörspiel den Namen Patty Christian gelesen, beziehungsweise gehört. Nein, nicht, dass ich mich erinnere. Nie gehört. Kann ich mich nicht erinnern. Nun, das schadet nichts, obwohl mir das Gegenteil lieber gewesen wäre. Patty Christian bin nämlich ich. Ach ja, das heißt, also wenn ich mir recht überlege... Nein, Mr. Kelly, Schwindeln gilt nicht. Es ist wirklich auch zu unwichtig. Und vor allem liegt das schon eine gute Zeit hinter mir. Das heißt, es liegt hinter mir seit damals. Um 20 Uhr wurde mein Hörspiel »Der Mann, der es war« gesendet. Um 20.30 Uhr fuhr mein Zug nach Exeter. Ich musste ihn nehmen, denn die Reise war unaufschiebbar. Aber wenigstens die ersten paar Minuten meines Stückes wollte ich mir anhören. Ich drehte das Radio an. Da mir noch 2 Minuten bis zum Beginn der Sendung blieben, rief ich noch rasch Rosie, mein Dienstmädchen. Ja, Miss Christian? Bestell mir doch bitte das Taxi. Auf wann? Auf sofort. Oder sagen wir in 10 Minuten. In 10 Minuten, gut. Mit der Melodie Night and Day von Cole Porter schloss unsere Sendung Leichte Worte, leichte Weisen. Auf Wiederhören nächsten Samstag um die gleiche Zeit. Der Mann, der es war. Ein Kriminalhörspiel von Patty Christian. Die Darsteller und ihre Rollen: Miss Gibson, Kay Calvert, ihr Neffe Dennis Murray, ein Kondukteur Stanley Stewart, der Fremde Rex Morrison. Darf ich rauchen, Tante? Aber natürlich, Johnny. Nein, du weißt ja, ich rauche nicht. Ich wüsste nicht, was ich ohne Zigaretten täte. Angenehm, so durch die Nacht zu fahren, nicht wahr, Tante? Ich weiß nicht. Ich wollte, ich wäre schon dort. Was ist denn los mit dir? Sitzt du unbequem? Nein, ich sitze sehr gut. Oh, das Rauchen stört dich also doch. Verzeihung, ich rauche sie im Gang fertig. Das wäre lieb von dir. Harry. Trottel, wie oft muss ich dir sagen, du sollst mich nicht bei meinem Namen nennen? Für dich bleibe ich der Fremde. Entschuldigung. Ist sie drin? Ja, ich habe dir ja gesagt, ich bringe sie. Und sie ist sofort auf das Telegramm hereingefallen. Sofort. Er hat sicher keinen Verdacht geschöpft. Nicht den geringsten. Weiß jemand von unserer Reise? Kein Mensch. Außer uns beiden. Gut, dann pass auf. Sieh mich gut an. Schaue. Beschreib mich. Wieso?
Beschreib mich, habe ich gesagt. Also groß, schwarze Haare, durch grünen Jägerhut halb verdeckt, pfeffergrauer Schnurrbart. Vergiss den Schnurrbart. Also kein pfeffergrauer Schnurrbart. Weiter. Dunkelgrüner Ledermantel. Sag mal, etwas Auffallenderes hättest du dir wohl nicht anziehen können. Trottel. Wiederhol. Groß, schwarze Haare, Jägerhut, grüner Ledermantel, kein Schnurrbart. Das ist ja wirklich zu blödsinnig. So ist es. Und wenn etwas herauskommt und sie fragen dich, wer in das Abteil gegangen ist, vor dem du gestanden hast, ha? Ich verstehe nicht. Du kannst doch keinen Wert auf eine so genaue Beschreibung legen. Wenn was herauskommt, erst recht nicht. Was habe ich getan, dass ich mit dir zusammenarbeiten muss? Schau dir doch bitte rasch an, was für einen Mantel ich unter dem Ledermantel trage, ja? Gratuliere zu der Idee, Harry. Trottel. So, und jetzt werde ich die Dame einmal besuchen. Du erlaubst doch, Neffe. Und ab. Mrs. Christian, das Taxi. Wie bitte? Das Taxi wartet unten. Es ist Zeit für den Zug. Ach so, ich komme sofort. Ist hier besetzt, Mrs. Gibson? Sie kennen mich? Ich wüsste im Augenblick wirklich nicht. Schade, ich hätte gern noch ein bisschen zugehört. Hier nun. Auf Wiedersehen, Rosi. Auf Wiedersehen, Mrs. Christian. Gute Reise. Also, da hätten wir zuerst die Leerfahrt, dann die Grundtaxe, dazu die Nachttaxe und macht zusammen 7 Schilling Tuppence. Hier, der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Danke vielmals. Gute Fahrt. Der Mann hatte es leicht, mir gute Fahrt zu wünschen. Aber Tatsache ist, dass ich wegen des Hörspiels meinen Zug um ein Haar versäumt hätte. Ich konnte im allerletzten Augenblick noch aufspringen, und zwar auf den allerletzten Wagen. Der war ziemlich leer, wie mir schien, und ich setzte mich in das erstbeste Abteil. Eine Weile lang schaute ich durch das Fenster. Es war eine neblige, leise, regnerische Novembernacht, da gab es nicht viel zu sehen. Weil niemand im Abteil war, mit dem ich hätte plaudern können, versuchte ich ein paar Seiten eines Romanes zu lesen. Aber das Geräusch des Zuges war so monoton, dass ich wohl kurz darauf ein bisschen eingenickt sein muss. Als der Zug mit einem Ruck hielt, schreckte ich aus dem dünnen Schlummer auf und sah, dass ich nicht mehr allein im Abteil saß. Mir gegenüber hatte ein Herr Platz genommen. Das Einzige, was ich indessen von ihm sah, waren seine Beine und seine Hände, denn das Gesicht war hinter einer Zeitung versteckt. Die Beine steckten in Hosen aus gutem Stoff, die tadellosen Bügelfalten ließen auf einen sehr sorgfältigen und gepflegten Menschen schließen. Die Hände zitterten beständig etwas, er musste also ziemlich nervös sein. Das kleine Detektivspiel machte mir Freude. Doch dann ließ mein Gegenüber plötzlich die Zeitung sinken und ich erstarrte. Es war der Neffe. Zug um Zug. Eigenschaft um Eigenschaft der Neffe. Mein Neffe aus meinem Hörspiel. Mein eigenes Fantasieprodukt. Genau so hatte ich ihn mir vorgestellt. Längliches, blasses Gesicht, ein bisschen degeneriert und ein bisschen schlaff. So hatte ich ihn angezogen, solche dünne Lippen hatte ich ihm gegeben. Genau so hatte ich ihn mir vorgestellt. Mein Nachbar nahm keine Notiz von meiner Verblüffung. Er blickte an mir vorbei und griff in seine Brusttasche. Dann begann er zu sprechen. Darf ich rauchen? Aber natürlich, selbstverständlich. Nein, ich rauche nicht. Ich wüsste nicht, was ich ohne Zigaretten täte. Angenehm, so durch die Nacht zu fahren, nicht wahr? War ich plötzlich verrückt geworden? Um Gottes Willen, das war ja genau der Dialog meines Stückes, Wort für Wort. Außer, dass ich keine Millionärin war, stimmte alles. Was ging da vor? Ich redete mir gut zu. Ich sagte mir, dass Tausende von Reisebekanntschaften fragen, ob sie rauchen dürfen und anstandshalber eine Zigarette anbieten. Ich redete mir sogar ein, dass junge, gepflegte Herren mit länglich blassen Gesichtern und dünnen Lippen nicht selten seien und das... Aber ich glaubte mir nicht. Ich glaubte, was ich sah und hörte. Angenehm, so durch die Nacht zu fahren, nicht wahr? Ich weiß nicht.
Ich wollte, ich wäre schon dort. Ist etwas mit Ihnen? Sitzen Sie unbequem? Wort für Wort, Silbe für Silbe. Träumte ich? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Endlich etwas Neues. Das hatte ich nicht geschrieben. Oder stört Sie das Rauchen vielleicht doch? Verzeihung, ich rauche Sie im Gang fertig. Nein, es ist wirklich... Oh, bitte, ich kann genauso gut draußen weiter rauchen. Er stand auf, verließ das Abteil und begab sich in den Gang. Ich sah seinen dunklen Rücken gegen das hellere Fenster. Ich sah den glühenden Kopf seiner Zigarette und dann plötzlich einen Mann aus dem Dunkel des Korridors auftauchend. Der Fremde. Ich konnte nicht hören, was sie sprachen. Aber wie sie sprachen, ihre Gesten, ihre Kopfbewegungen, das war genau so, wie ich mir die Unterhaltung zwischen dem Neffen und dem Fremden vorgestellt hatte. Jetzt mussten sie bei der Stelle mit der Reise sein. Weiß jemand von der Reise? Kein Mensch. Außer uns beiden. Wie gesagt, ich hörte kein Wort. Aber ich wusste aus ihrem ganzen Gebaren, worum es ging. An der Art, wie der Neffe den Fremden musterte, sah ich, dass sie jetzt bei der Beschreibung waren. Also groß, schwarze Haare, durch grünen Jägerhut halb verdeckt, pfeffergrauer Schnurrbart. Vergiss den Schnurrbart. Der Fremde hatte den Kopf etwas ins Licht gedreht. Ich konnte ihn deutlich erkennen. Es war auf das Schnurrbart haargenau der Mann, den ich geschrieben bzw. beschrieben hatte. Panik überkam mich. Ich wusste, wie es jetzt weitergehen werde. Dunkelgrüner Ledermantel. Sage mal, etwas Auffallenderes hättest du dir nicht anziehen können. Ich wusste, dass sie noch einiges reden würden. Dann würde sich der Grüne umdrehen und die Tür öffnen und hereinkommen und... Ist hier besetzt, Mrs. Christian? Sie kennen mich? Ich wüsste im Augenblick... Mit einer letzten Anstrengung war ich aufgesprungen und mit verzweifelter Kraft hängte ich mich an die Notbremse. Der Zug kreischte auf und rollte dann langsam aus. Ich saß mit geschlossenen Augen mehr tot als lebend in meiner Ecke. Als ich sie aufschlug, stand der Kondukteur vor mir. Was ist los? Haben Sie die Notbremse gezogen? Ja. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, ohne Grund die Bremse zu ziehen? Ohne Grund? Da war ein Mann bei mir, der Fremde, der wollte... Was für ein Mann? Das heißt, 2 Männer. Der Neffe und der große Grüne. Und wann sollen die bei Ihnen gewesen sein? Jetzt eben, im Augenblick. Und ich schwöre Ihnen, dass... Tun Sie das lieber nicht. In dem Wagen war nämlich niemand. Aber ich habe doch... Sie haben geträumt. Seit London ist hier niemand eingestiegen. Seit London sitze ich übrigens neben dem Eingang auf einer Bank. In diesem Wagen ist nur ein Abteil besetzt, und zwar von Ihnen. Ich machte mich schon auf eine gesalzene Buße wegen Störung des öffentlichen Verkehrs gefasst. Aber das war mir egal. Ich war zu froh, dass alles nur Einbildung und Ausgeburt überreizter Fantasie war. Erleichtert öffnete ich das Fenster des immer noch stehenden Zuges, um etwas Luft zu schnappen. Und da sah ich, dass sich vorne am Kopf des Zuges eine Gruppe von Reisenden und Bahnpersonal angesammelt hatte. Ich stieg aus und lief nach vorne. Es ist das reinste Wunder. Ich hätte ihn glatt übersehen. Er muss schon eine Weile da liegen. Ist er eigentlich tot? Nein, er ist nur bewusstlos. Also ich begreife es immer noch nicht. 2 Meter vor der Maschine liegt er. 2 Meter. Aber wenn nicht zufällig jemand die Notbremse gezogen hätte. Also ich hätte ihn bestimmt überhaupt nicht mehr gesehen. Grün sieht in der Nacht eben wie schwarz aus. Es muss ein Jäger oder so etwas sein. Wahrscheinlich ist er über die Schienen gestolpert und hat sich so angeschlagen, dass er bewusstlos wurde. Ja, es ist ein Wunder, ein wirkliches... Was machen Sie mit dem Mann, Madame? Ich möchte nur einen Augenblick sein Gesicht sehen. Helfen Sie mir, ihn umzudrehen, er ist schwer. Aber das ist ja... Das... Ronald! Ronald? Mein Neffe. Ja, es war wirklich mein Neffe. Ein richtiger Neffe. In einem weiten grünen Ledermantel mit einem grünen Hut auf dem Kopf,
lag da Ronald, der einzige Sohn meiner Schwester, die ich in Exeter besuchen wollte. Das ist allerdings... Worüber lachen Sie, Mr. Olsen? Ach, Entschuldigung, worüber soll ich nicht lachen? Finden Sie meine Geschichte wirklich so komisch? Noch viel komischer. Sie sind nicht sehr höflich, Mr. Olsen. Ich kann mir wirklich nicht helfen. Es tut mir leid, aber es ist zu blöd. Was ist zu blöd? Zu blöd ist, dass man so etwas Blödes ernst nimmt. Und warum ist das blöd? Also nicht wahr. Ich will Ihnen das jetzt... Garçon, ein Whisky bitte. Ich will Ihnen das also... Habe ich jetzt gerade eigentlich einen Whisky bestellt? Ja, ich habe entschieden. Gut. Ja. Also dann will ich Ihnen erklären, warum das... Gestatten Sie, dass ich mich so lange zurückziehe? Ich habe noch auf der Brücke zu tun. Eine Brücke. Gehen Sie nur, Herr Offizier, gehen Sie. Ja, aber Sie müssen uns versprechen, wieder zurückzukehren. Wenn es geht, gerne. Ich weiß nicht, Mr. Kelly ist heute Abend so sonderbar. Ja, scheint mir auch. Vielleicht hat er den grünen Mann gesehen. Mr. Olsen, bitte. Wir warten immer noch auf Ihre Erklärung. Also nicht wahr, das ist so. Mrs. Brown hat im Zug natürlich geträumt. Nein. Natürlich haben sie geträumt. Und das mit dem Mann auf dem Gleise war ein Zufall. Reiner, was wollte ich sagen? Reiner Whisky, Garçon, ohne Wasser. Ich bin abergläubisch. In meinem Horoskop steht, hüten Sie sich vor Wasser. Sie glauben also, dass es Zufall war, der Mrs. Brown gespenstisch vorkam? Glaube ich. Nun, auf eine Art haben Sie natürlich recht. Der Zufall kann manchmal tatsächlich in das Gewand des Unerklärlichen schlüpfen. Sie drücken sich aber schon recht. Nein, wirklich. Es gibt schon Dinge, die sind sehr... Poetisch, wollte ich sagen. Sehr sonderbar. Ich wette, Sie haben auch einen Beitrag zu unserem Thema zu leisten. Beitrag? Ich weiß nicht. Es ist nur eine etwas sonderbare Geschichte. Das müssen Sie erzählen. Ja, unbedingt. Ja, aber bitte, selbstverständlich. Herr Olsen? Fangen Sie ruhig an. Ich bin Kummer gewöhnt. Gut, wenn auch Sie einverstanden sind, dann kann mir ja nichts passieren. Dann erzähle ich also. Ich höre noch den Applaus, der sie überschüttete, wohin sie auch immer kam. Von allen Plakatwänden rief ihr Name Clara Hauff. Sie sang in Berlin, in Wien, in London, Bayreuth, Salzburg, an der Metropolitan. Als ich sie nach Badenhausen engagierte, war sie nicht nur so ganz auf der Höhe, sonst hätte ich sie auch gar nicht bezahlen können. Aber sie hatte immer noch eine wunderbare Stimme und dazu eine Schauspielerin. Also das gibt es heute ja gar nicht mehr. Und sie war dabei der feinste Mensch, den ich je an einer Bühne kennenlernte. Immer heiter, immer gut aufgelegt, niemals bedrückt, bis an jenen Abend. Guten Nacht. Ja, es war reizend, dass Sie gekommen seid. Oh, vielen Dank. Wir waren nach der Vorstellung noch zu Clara gegangen. Sie verstehen, man ist nachher immer noch so aufgekratzt, dass man unmöglich sofort schlafen gehen kann. Und außerdem hatte Clara uns mit seltsamer Dringlichkeit gebeten, zu ihr zu kommen. Wir saßen also eine Weile zusammen, tranken etwas und dann verabschiedeten sich die meisten, weil sie ziemlich früh Probe hatten. Nur Dr. Carsten, unser Theaterarzt, und ich saßen noch im gemütlichen Zimmer. Während Clara die anderen zur Tür brachte, legten wir eine Platte auf das Grammophon. So, und ihr beiden? Ihr wollt doch nicht hoffentlich auch schon gehen? Eigentlich nicht, aber Sie werden wohl müde sein. Nein, keine Spur. Ich fühle mich ganz großartig. Es ist wirklich ganz... Was ist denn mit Ihnen los? Nichts. Ich habe Ihnen ja schon Bitte, gesagt... Clara, sagen Sie uns, was los ist. Uns können Sie doch nichts vormachen. Haben Sie Sorgen? Nein. Nein. Schlafen Sie schlecht? Ja, das auch. Und was noch?
Es ist... Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Eine kalte, scheußliche, dumme und unbegründete Angst. Angst ist ja immer unbegründet, liebe Clara. Ja, ich weiß. Sie haben recht. Wahrscheinlich haben Sie ganz recht. Ich sollte mich auch gar nicht darum kümmern. Worum? Ach, um nichts. Dummheiten, Zwangsvorstellungen. Aber lassen wir das doch. Trinken wir doch lieber ein Glas. Und bitte leg doch eine andere Platte auf. Nicht diesen Trauermarsch. Es war kein Trauermarsch, sondern ein Andante von Mozart. Aber bitte? Doktor, wollen Sie mit mir tanzen? Was ist denn nur mit Ihnen los? Mögen Sie also nicht? Aber natürlich mag ich, aber muss denn das gerade jetzt sein? Morgen, wenn Sie wollen. Morgen. Wissen Sie, was morgen ist? Nein, das weiß niemand. Ich weiß es. Clara, was erzählen Sie für einen Unsinn? Doch, ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Ja, ich auch. Um 9.30 Uhr Probe, um 20 Uhr Vorstellung. Die Räuber von Friedrich von Schiller in der Inszenierung unseres lieben Direktors und Brötchengebers Ludwig Hellmann. Nein, nicht das, Doktor. Morgen... Also, was ist morgen? Morgen. Morgen bin ich tot. Was haben Sie gesagt, Clara? Was sind Sie morgen? Tot. Was erschrecken Sie denn so, Clara? Es ist 12, weiter nichts. 12. Also heute. Was? Heute sterbe ich. Ach Gott, was ist denn das? Das ist ein ganz gewöhnliches Telefon. Soll ich's abnehmen? Ja, bitteschön. Hier bei Hof. Wen wollen Sie, Direktor Hellmann? Selber am Apparat. Das ist ein Ferngespräch aus Düsseldorf. Stellt doch mal das Grammophon da ab. Ja? Bitte, ich warte. Das ist ein munteres Völkchen, diese Komödianten. Wird irgendein Kollegenscherz sein, ne? Ich kann ja warten, ob nochmal angerufen wird. Ja, bitte, warten Sie. Warten Sie lange. Bleiben Sie lange. Also klar, jetzt seien Sie aber doch bitte vernünftig. Glauben Sie einem alten Theaterarzt, kein Mensch weiß, wann er stirbt. Direktor, bin ich normal? Ja, das ist eine heikle Frage. Soweit das in unserem Beruf möglich ist, ja. Seht Sie, nur lächeln Sie doch schon wieder. Lächeln? Naja, es war noch etwas markiert, aber in der Anlage schon ganz gut. Es tut mir so leid, dass ich Ihnen den Abend verdorben habe. Aber davon kann doch gar keine Rede sein. Doch, ich weiß es. Aber ich konnte einfach nicht anders. Ich musste es Ihnen sagen. Wie können Sie sich aber auch mit solchen Dummheiten herumquälen? Dummheiten? Ja, das habe ich mir auch immer wieder gesagt. Aber ich wurde es nicht los. Mit so einem Blödsinn geht man herum, jahrelang. Immer wieder schiebt man es weit weg und man sagt sich, ach, du bist ja blöd, dass du so etwas glaubst. Und eigentlich glaube ich auch gar nicht an Prophezeiungen. Aber dann rückt der Tag näher und näher. Oh, also meine Prophezeiung geht's. Es hatte Ihnen jemand vorausgesagt, Sie stürben morgen? Heute. Richtig, heute. Klar, Sie sind kerngesund. Ich bleibe den ganzen Tag bei Ihnen. Sie gehen überhaupt nicht aus, sondern legen sich ins Bett. Was kann Ihnen denn dann passieren? Ja, nichts, ich weiß es. Und trotzdem, es ist immer eingetroffen, wenn sie etwas voraussagte. Wer? Eine Freundin meiner Mutter, sie sah Dinge voraus. Vor 4 Jahren bekam ich plötzlich diesen Brief von ihr. Sie können ihn lesen. Immer sah sie Tote. Es war schrecklich. Und eines Tages hat sie eben mich gesehen. Tot. Und erst noch auf sonderbare Weise umgekommen. Wie denn? Ich liege auf einem Platz in Sevilla, tot. Genauer gesagt, getötet von einem Spanier. Und der Tag ist der 29. November 1948. Wie kamen Sie gerade auf Sevilla? Wie kam sie überhaupt darauf? Sie hatte eben ihre Gesichte. Und die waren immer sehr deutlich. Sogar der Platz ist genau beschrieben. Vor den Toren einer Arena, Menschen kommen gelaufen. Der Mann gesteht, mich getötet zu haben. Ein Polizist schreibt seinen Namen auf. Sogar den Namen hat sie gesehen. Und wie heißt der? Bösicke. Hä? Wie? Ich kann nichts dafür. Bösicke. Clara, ich habe mir fest vorgenommen, nicht zu lachen. Ich habe ja viel erlebt. Aber ein Spanier, der Bösicke heißt, wissen Sie, Clara, nein. Aber wenn die Frau nur nicht alles so genau gesehen hätte. Ja, es gibt bestimmte Gebiete, die unserer Vernunft verschlossen sind. Niemand weiß das besser als ein Arzt. Aber bitte, wie wollen Sie denn heute noch nach Sevilla kommen? Ja, meine Liebe, also ich kann mir das auch nur sehr schwer... Also doch kein Scherz.
zuerst sehen und hören. Ja, hier, Hellmann. Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Hallo? Ja? Ach, Sie, Gruber, was haben Sie? Sie können nicht kommen? Ja, die Vorstellung ist doch angesetzt. Sie müssen kommen. Ich habe keinen Franz Mohr. Ach, Sie haben sich den Fuß verstaucht. Ja, deshalb können Sie doch auftreten. Ach so, ja, eben auftreten können Sie nicht. Naja, gut, also berichten Sie mal wieder, ja. Pech muss sein. Gute Nacht, Gruber. Ja, schon recht, schon recht. Na und? Wo brennt's? Gruber hat abgesagt. Fuß verstaucht. Was spiele ich jetzt morgen Abend? Bettelstudent? Nein, geht nicht. Suckmann ist in Rom. Warum habe ich dem Trottel Urlaub gegeben? Carmen. Was? Ja, doch. Carmen geht. Carmen. Corella in Kurberg ist frei. Ja, und Sie, Clara, müssen eben noch einmal daran glauben und Ist denn das die Möglichkeit? Finden Sie das so komisch, wenn ich die Carmen singe? Nein, natürlich nicht. Das ist sogar sehr traurig. Aber es ist ja nicht zu fassen. Also, was ist denn los? Nicht wahr? Wir hatten für heute Abend die Räuber angesetzt. Ja. Räuber geht aber nicht, weil sich Gruber der Fuß verstaucht hat, ja? Ja. Stattdessen spielen wir die Carmen. Na ja, und? Wer singt die Carmen? Ich? Und was passiert Carmen im letzten Akt? Sie stirbt. Wo? In Sevilla. No. Ja. Ist denn das die Möglichkeit? Also das hat die Frau vorausgesehen. Natürlich. Jetzt begreife ich alles. Carmen liegt auf dem Platz vor der Arena, neben ihr Don José. Jawohl. Der Polizist kommt. Also es ist unglaublich. Da hat also die Hellseherin etwas zu schwarz gesehen. Das ist wundervoll. Sachen gibt's. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Nun, heute Abend werden Sie erst etwas erleben. So vergnügt bin ich noch nie gestorben. Prost! Prost! Am Abend stand ich hinter der Bühne. Es war alles soweit gut gegangen. Corella hatte sich Mühe gegeben und Clara war bei bester Stimme. Es ging gegen Schluss und ich musste an die Prophezeiung denken. Nun, wir Leute vom Theater sind alle ein bisschen abergläubisch und mir war trotz der natürlichen Erklärung der Geschichte nicht ganz wohl. Auf jeden Fall beschloss ich, alles zu tun, was ich tun konnte und begab mich deshalb zu Corellas Garderobe. Ja? Kann ich hereinkommen? Ja? Ah, Sie, Herr Direktor. Was kann ich für Sie tun? Lieber Corella, passen Sie auf. Ja? Jetzt kommt doch die letzte Szene, wo Sie die Haufe stechen. Ja. Nun, halten Sie mich bitte nicht für verrückt. Oder halten Sie mich für verrückt, ganz wie Sie wollen. Aber nehmen Sie keinen Dolch mit. Ja, aber Herr Direktor, wie soll ich denn ohne? Sie sind doch ein Künstler. Sie können doch das markieren. Kein Mensch merkt, ob Sie einen Dolch haben oder nicht. Ja, bei uns in Kurberg. Erzählen Sie mir nichts von Kurberg. Lassen Sie den Dolch weg. Ich habe meine Gründe. Ja, also Herr Direktor, wenn ich also bei dem Schrumm-Schrumm-Bumm, wenn ich da nicht mit dem Dolch Also von mir aus machen kann, ziehen Sie ihn, aber lassen Sie ihn dann fallen, bevor Sie stechen. Ja, also Herr Direktor, Sie müssen entschuldigen, aber für mich ist das Schmiere. Corella, ich bin seit 15 Jahren Direktor. Ja. Ich weiß, was Schmiere ist. Werfen Sie den Dolch weg. Ich zahle Ihnen 50 mehr. Ja, was, wenn ich wüsste, warum ich... 100. Bitte? Sie sind der Direktor. Lass ich ihn eben fallen. Ich habe ja gewusst, Sie sind ein Künstler. Ich ging wieder auf die Bühne zu. Corella eilte mir vorbei, um seinen Auftritt nicht zu verpassen. Carsten stand auf der Seite und beobachtete die Szene. Ich glaube, auch ihm war nicht ganz wohl. Ich stellte mich neben ihn. Diesen Ring, den du einst als Liebespfand gegeben. Da! Nein, so stirb! Sehen Sie? Er hat den Dolch fallen lassen. Warum? Ich habe es ihm gesagt. Besser ist besser.
Gut. Kein Mensch hat's gemerkt. Und wie die Frau stirbt, was? Na, da steckt Leben drin. Großartig. Überhaupt eine sehr anständige Vorstellung. Oh, meine Inszenierung. Trotzdem. Na, das wird Clara ein paar Flaschen kosten heute Abend. Vorhang, runter, Bühne frei, Bühne frei, Bühne frei. Bravo, wunderbar gemacht, wunderbar. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Was, die stirbt auch so. Also jetzt raus. Corinna, lass uns doch Applaus, die sterben, geht doch raus. Oh Gott, ich kann doch nicht alleine rausgehen, Herr Direktor. Kinder, mach doch keinen Unsinn, geht doch raus. Komm, alleine. Clara, komm. Clara, was haben Sie denn? Carsten, Doktor, schnell, kommen Sie mal. Maja, bringen Sie ein Glas Wasser, bitte. Glas. Weiß nicht. Herr Direktor. Ja, was ist denn? Ist sie ohnmächtig? Nein, sie ist tot. Doktor, das gibt's doch nicht. Herzschlag vermutlich. Nein, das ist ja... Um Gottes Willen, das ist ja Blut. Blut? Wie? Helfen Sie mir tragen. Corella, Sie auch. Ich muss doch wieder hinaus. Die sind doch ganz verrückt nach mir. Helfen Sie, haben Sie nicht gehört? Ich gehe vor den Vorhang jetzt. Meine sehr verehrten Damen... Ja, um Gottes Willen, was ist denn eigentlich los? Sie ist tot. Verletzung an der Halsschlagader. Aber ich habe den Dolch ja gar nicht benutzt. Ich habe ihn ja fallen lassen. Ja, das habe ich auch gesehen. Sie muss wohl beim Fallen... Aber das ist ja... Sie trifft doch keine Schuld. Das war ein Unglück, ein unglücklicher Zufall. Ja? Corella? Ja? Wie heißen Sie eigentlich? Corella? Das ist Ihr richtiger Name. Natürlich nicht, das ist mein Bühnenname. Und Ihr bürgerlicher? Böseke, Emil Böseke. Clara Hauff, haben Sie gesagt? Ja. Ich habe sie einmal singen hören. Es war eine sehr schöne Stimme. Ja, eine sehr schöne Stimme. Was geschah mit Böseke? Nichts. Er war unschuldig. Dass Clara sich beim Hinfallen verletzt hat, war ein Zufall. Zufall ist das richtige Wort. Und die ganze Geschichte mit der Wahrsagerin vorher, die ist nachher dazu gekommen, nicht wahr? Leute von der Bühne haben so viel Fantasie. Wenn Sie das glauben wollen, bitte. Nein, ich glaube nicht, dass uns Mr. Helmond angeschwindelt hat. Mir selber... Ah, Ihnen auch? Ja. Ja, mir selber ist etwas passiert. Eine Geschichte, von der ich oft und oft glaubte, ich hätte sie mir zusammenkonstruiert, nachdem alles passiert war. Nachdem Herbert... Herbert? Herbert war mein Mann. Und dem ist etwas passiert? Etwas Schlimmes? Ja, etwas sehr Schlimmes. Also etwas Schlimmeres, als dass er Herbert hieß, kann einem Mann doch wohl kaum passieren. Herbert. Erzählen Sie bitte, Mrs. Webb. Ja, bitte. Herbert. Ich tue es nur sehr ungern. Aber da wir schon bei dem Thema sind... Fangen Sie an. Also? In jenem Sommer verbrachten wir unsere Ferien in Italien. Das heißt, Ferien waren es eigentlich nur für Herbert. Für mich war es schon eher eine kleine Passion. Denn er schleppte mich von einem Museum in das andere, stand immer mit mir, stundenlang vor historischen Fassaden, Erkern und Balkonen, besuchte immer mit mir Kapellen, Kirchen, Basiliken, Kathedralen und Dome, stolperte über ich weiß nicht wie viel 100 Kilometer Pompeji, Kolosseum und ähnliche Restbestände antiker Kultur. Immer mit mir. Nun, als Antiquitätenhändler musste ihm das natürlich Freude machen, und ich ließ ihm den anstrengenden Spaß. Aber schließlich kamen wir nach Ravenna. Und dort hatte ich genug. Bitte, was heißt das, ich habe genug?
Das heißt, dass ich deinen Dauerlauf durch die letzten 15 Jahrhunderte nicht mehr mitmache. Aber Betty, ich glaube, Ja, ich bin stolz darauf, dass du das genaue Geburtsdatum von jedem Ziegelstein kennst. Aber schließlich möchte ich auch einmal etwas vom heutigen Italien sehen. Betty. Ja, ich möchte die Schaufenster in der Via Veneto anschauen und durch den Hafen von Genua bummeln und in einer Osteria eine Zuppa di Pesce essen und eine Oper sehen. Aber stattdessen schleppst du mich... Betty, bitte sei doch nett. Natürlich sollst du auch dein Vergnügen haben. Wirklich, Betty. Was meinst du dazu? Gehen wir irgendwo essen heute Abend? Oh ja. Irgend so ein kleines Ding mit Kerzen auf dem Tisch und bunten Tischtüchern und einem kleinen Orchester mit einem Sänger, der neapolitanische Lieder singt. Also wenn es sein muss, auch mit einem Sänger. Ja. Wir sind leider sehr besetzt, aber wenn die Herrschaften einen Tisch nehmen wollten, an dem schon jemand sitzt. Was meinst du, Betty? Ach, warum nicht? Das sieht hier sehr hübsch aus. Also dann bitte hier durch. Entschuldigen Sie, mein Herr. Danke. Bitte hier. Stören wir den Herrn wirklich nicht? Aber keineswegs. Setzen Sie sich. Ich bin allein und erwarte auch niemanden. Danke. Vielen Dank. Ruffo. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle. Ruffo. Cesare Ruffo. Wenn Sie wollen, auch Conte Cesare Ruffo. Aber ich lege keinen großen Wert auf den Titel. Oh, das erste Mal, dass ich einen richtigen Grafen sehe. Ach, wissen Sie, in Italien sind nur diejenigen nicht Conte, die zufällig Marchese sind. Ja, freut mich, Conte. Mein Name ist Webb. Das ist meine Frau. Freut mich, Mrs. Webb. Sehr verehrte Herrschaften, spielt Ihnen unser Meistergeiger Enzio Signorelli ein neapolitanisches Volkslied. Enzio Signorelli! Also unbedingt ein Menuhin ist er nicht. Nein, das könnte man wirklich nicht sagen. Ich finde, er spielt ganz anständig. Allerdings ein Sänger wäre mir lieber gewesen. Du mit einer fixen Idee von italienischen Tenören. Mir gefallen Tenöre auch sehr gut. Oha. Also das war nun ausgesprochen daneben. Dabei hat der Mensch eine prachtvolle Geige. Sie verstehen etwas von Geigen? Und ob, Herbert ist wahrscheinlich einer der größten Experten auf diesem Gebiet. Also jetzt übertreibst du, Betty. Nein, wirklich, Conte. Er hat auf diesem Gebiet Weltruf. Ich glaube, er kennt sogar noch die Großmütter der berühmten Geigenbauer. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Stimmt das, was Ihre Frau sagt? Natürlich stimmt es. Also wenn du es meinst, wird es wohl so sein. Dann müssen Sie unbedingt einmal zu mir kommen. Ich habe nämlich... Wie lange sind Sie noch hier? Wir müssen morgen weiter. Und das lässt sich nicht aufschieben? Leider nicht. Es wäre mir wirklich sehr viel daran gelegen. Und wie wäre es, wenn Sie jetzt... Jetzt? In der Nacht? Ich fürchte, das ist doch etwas zu... Wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist ja schon nach 12. Ja, dann müssen wir wirklich fort. Es tut mir leid, Conte, aber wir müssen unseren Besuch bei Ihnen verschieben. Das werden Sie bereuen. Wie bitte? Das werden Sie bereuen, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihnen... Nun gut, es hat mich sehr gefreut. Gute Nacht. Mit einer brüsken Verbeugung war er weg. Wir wunderten uns über dieses komische Benehmen, das so plötzlich kam und gar nicht zu der Art passte, wie er sich den ganzen Abend gegeben hatte. Im Hotel angekommen, wollte Herbert noch etwas trinken. Ich fühlte mich zu müde und während er in die Bar ging, begab ich mich auf unser Zimmer. Ich zog mich aus, machte Toilette und legte mich ins Bett. Das Licht ließ ich brennen. Bald schlief ich ein. Hallo? Mrs. Webb, Sie werden verlangt. Ich verbinde Sie. Wer ruft denn um diese Zeit? Hallo? Ja, hier Mrs. Webb? Hier spricht Cesare Ruffo. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät anrufe, aber es ist dringend. Ist Ihr Mann da? Nein, er ist noch etwas trinken gegangen. Wo? In der Bar. Vielen Dank.
Es war sonderbar, dass Ruffo anrief. Sonderbar, dass er es um diese Zeit tat. Noch sonderbarer, dass er es überhaupt tat. Wir hatten ihm unser Hotel nicht genannt. Wie konnte er wissen, wo wir wohnten? Mir war es ein bisschen unheimlich. Und deshalb stand ich auf und ging in die Bar hinunter. Betty? Ich habe gedacht, du bist schon im Bett. War ich auch. Aber dann hat Ruffo angerufen. Weißt du, dieser Graf Ja, da. ich weiß, er hat mich erreicht. Er will unbedingt, dass ich noch rasch zu ihm hinauskomme. Und du hast doch hoffentlich abgesagt. Ja. Das heißt, nein. Herbert. Ich weiß nicht. Ich konnte einfach nicht anders. Er flehte mich geradezu an. Ich musste ja sagen. Ja, wenn du ihn gehört hättest, dann... Er schickt seinen Wagen. Ich komme mit. Aber Betty, um diese Zeit... Ich sage dir, ich komme mit. Und ich kam mit. Wir fuhren im Wagen etwa eine halbe Stunde vor die Stadt, bis wir vor einem großen Gitter hielten. Die Scheinwerfer des Wagens fielen auf ein Schild mit der Aufschrift Palazzo Ruffone, wir sind da. Es scheint so. Was er wohl will. Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Kein Mensch weiß, wo wir sind. Ach was, das ist Einbildung. Vielleicht... Es kommt jemand. Der konnte. Guten Abend. Gott sei Dank sind Sie gekommen. Ich konnte es fast nicht mehr erwarten. Ich musste Sie noch sehen, Mr. Callaghan. Webb, meinen Sie? Mein Name ist Webb. Ach ja. Entschuldigen Sie, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis für Namen. Wir gingen durch den Park auf das Haus zu. Es war ein sehr großes Haus. Die Wege waren sehr gepflegt und mit weißen Steinchen, die im Mondlicht schimmerten, belegt. Wir traten in den Palast ein und Ruffo kam sofort zum Thema. Sie haben gesagt, dass Sie sehr viel von Geigen verstehen? Meine Frau hat das gesagt. Und stimmt das, Mrs. Callaghan? Mrs. Webb? Natürlich. Er ist ein ausgesprochener Spezialist auf diesem Gebiet. Er kann Ihnen von jeder Geige alles sagen. Auch das Jahr, in dem sie gebaut wurde? Natürlich. Auch wer sie gebaut hat? Ja, aber... Auch ob sie echt ist oder ob sie falsch ist? Das auch. Gut. Das ist eine Stradivari. Bitte, lassen Sie sehen. Haben Sie einen Bogen dazu? Ja, sofort. Hier. Tut mir leid, das ist keine Stradivari. Das ist eine Stradivari. Nein, ich täusche mich sicher nicht. Das ist keine Stradivari. Das Holz an der Schnecke beweist das... Nichts. Es ist eine Stradivari. Nun, Sie haben mich um meine Meinung befragt. Ich habe sie Ihnen gesagt. Bitte. Es tut mir leid, aber... Mr. Callaghan, ich habe... Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist mein Name Webb. Und ich muss Sie nun bitten, uns gehen zu lassen. Nicht, bevor Sie mir bestätigt haben, dass diese Geige von Stradivarius gebaut wurde und eine Stradivari ist. Komm, und Betty. Wir gehen. Nein! Ich wüsste nicht, was uns daran hindern sollte. Vielleicht mein Revolver. Sagen Sie, dass diese Geige eine Stradivari ist, oder... Ich schrie auf, stürzte zum Fenster, war mit einem Sprung auf dem Sims und sprang durch die Scheibe. Fiel hunderte von Metern weit und schlug hart auf. Und erwachte. Ich lag in meinem Hotelbett. Das Licht brannte noch immer. Herbert war noch nicht da. Ich schaute auf die Uhr. Es war 3:05. Ich hob das Telefon ab. Sie wünschen? Geben Sie mir doch bitte die Bar. In der Bar ist niemand mehr. In der Bar ist niemand mehr? Nein, Madame. Die Bar schließt um 3. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Doch, Madame. Haben Sie meinen Mann gesehen? Wie ist Ihr Name, bitte? Webb. Aha. Jawohl, Mrs. Webb. Er ist vor etwa 2 Stunden weggegangen. Er ist einfach so weggegangen? Nein, Madame. Er wurde in einem Auto abgeholt. Ich glaube, keine 10 Minuten später stand ich auf der Polizei. Sie sollten sich beruhigen, was Sie da erzählen.
Klingt wirklich zu unwahrscheinlich. Herr Polizist, ich weiß nur eines. Mein Mann ist verschwunden und... Sie wissen nur eines, Ihr Mann ist in einem Auto weggefahren. Mitten in der Nacht. Viele Leute fahren mitten in der Nacht Auto. Herbert nicht. Herr Polizist, ich komme für alle Auslagen auf. Aber kommen Sie mit mir in den Palazzo Ruffone. Wohin? Palazzo Ruffone. Und wo soll der sein? Hier, das heißt etwas vor der Stadt. Etwa 20 Minuten im Auto. Es tut mir leid, aber auch in der Umgebung Ravennas gibt es keinen Palazzo Ruffone. Sind Sie sicher? Mein Kollege wird es Ihnen bestätigen. Felice. Ja? Komm doch rasch einmal her. Ja? Kennst du in der Nähe Ravennas einen Palazzo Ruffone? 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 Ja. Doch, warum? Sehen Sie. Aber warum denn? Mein Mann ist dort. Das ist kaum möglich. Doch, der Conte Ruffo hat ihn zu sich holen lassen, um ihm... Conte Ruffo? Auch das ist kaum möglich. Aber wenn ich es Ihnen noch sage... Aber Madame, beruhigen Sie sich doch. Der Palazzo Ruffo steht seit 20 Jahren leer, seit sich der verrückte Conte aufgehängt hat. Der Conte hat sich aufgehängt? Ja, nachdem er irgendeinen Amerikaner oder Engländer erschossen hatte. Und warum hat er ihn erschossen? Das weiß man nicht. Wissen Sie, er war verrückt. Wieso war er verrückt? Er baute Geigen und gab sie für echte Stradivaris aus. Er konnte sehr böse werden, wenn jemand an der Echtheit zweifelte. Man glaubt, dass er den Amerikaner deshalb erschossen hat. Wie hieß er? Ruffo. Nein, ich meine der Amerikaner. Also das könnte ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich habe es gewusst, aber es war ein sonderbarer Name. Irgendetwas mit der Callaghan? Callaghan? Doch. Ich glaube, das war der Name. Ich bin sogar ziemlich sicher. Woher wissen denn Sie das? Kommen Sie sofort, kommen Sie, kommen Sie! Da wären wir. Palazzo Ruffone. Ja, hier war es. Ich erkenne das Gitter ganz genau. Und das Schild. Das Gitter klemmt. Es muss ganz verrostet sein. Jetzt geht es. So, gehen wir ins Haus. Kommen Sie. Es stimmte alles. Und doch war alles ganz anders. Kein Kies lag auf den Wegen. Unkraut und hohes Gras hatte sie überwuchert. Sogar auf der Treppe spross es. Die Türe war fest verschlossen. Die Polizisten mussten sie einschlagen. So, das hätten wir. Tja. Hier war es. Ich erinnere mich ganz deutlich. Nur der Staub lag nicht da. Hier ist eine Fußspur. Sonderbar. Sie muss ganz frisch sein. Wir folgten der Spur. Sie führte in einen leeren Raum quer durch ihn hindurch und auf ein Fenster zu. Wir schlugen den Vorhang zurück. Die Scheibe war zerbrochen. Wir öffneten das Fenster und sahen hinaus. Im hohen Grase davor lag Herbert. Die Polizisten sprangen in den Garten und halfen mir ebenfalls hinaus. Felice beugte sich über ihn. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, er lebt. Das Blut kommt nur vor ein paar Schnitten. Herbert? Herbert, kannst du mich hören? Hörst du, Herbert? Ja? Was ist los? Wo bin ich? Wer sind Sie? Ich bin's, Herbert. Ich, Betty. Betty? Ja, Betty, deine Frau, Herbert. Meine Frau? Betty? Ja, es ist Ihre Frau, Mr. Webb. Webb? Warum nennen Sie mich Webb? Mein Name ist Callaghan. Ich habe nie erfahren, was sich in jener Nacht in dem Palazzo vor Ravenna zutrug. Herbert erkannte mich nie mehr. Er starb kurz danach in einer Anstalt in der Schweiz. Unter den Grenzen, die kamen, war einer, der die Aufschrift trug: Cesare Ruffo. Aber Mrs. Webb, das ist unfassbar. Wenn Sie das wirklich alles erlebt haben, Sie Ärmste, dann... Ich habe es erlebt. Aber ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie es nicht glauben. Ich kann es ihr selber nicht glauben. Ich finde es nicht nur geschmacklos von Ihnen, Mr. Olsen, sondern geradezu taktlos, in diesem Augenblick zu lachen. Entschuldigung, ich habe nicht über Mrs. Webb gelacht.
Es war nur aus Mr. Olsen, Sie machen uns noch gerade nervös mit Ihrem Stotter. Vielen Dank, Herr Hellmann. Nervosität wollte ich sagen. Ich wollte sagen, ich lachte nur aus Nervosität. Mir selber ist nämlich auch einmal... Sagen Sie nicht, dass Ihnen auch einmal etwas Übersinnliches zugestoßen sei. Es ist schwer zu glauben, aber es ist so. Die Gespenster sind eben anscheinend nicht wählerisch. Scheint so, scheint. Sie besuchen jeden einmal. In Ihrem Fall dürfte es sich um einen Weingeist gehandelt haben. Nein, es war ein richtiges Gespenst. Ein ganz wahrhaftiges. Es war mein Freund Jerry. Soll ich erzählen? Warum nicht? Schließlich haben wir auch jeder etwas zum Thema beigetragen. Wo waren Sie denn? Aber Mr. Olsen. Auf der Brücke, Mr. Olsen. Ich musste dem Kapitän etwas Gesellschaft leisten. Was tut denn der Kapitän auf der Brücke? Um diese Zeit? Bei Nebel hat der Kapitän auf jeden Fall... Was denn? Naja, also wissen Sie, es ist etwas neblig. Um diese Jahreszeit? In diesen Gewässern? Das ist sonderbar. Ja, es ist überraschend, aber es besteht kein Grund zur Besorgnis. Dann können Sie ja auch meine Geschichte anhören. Na schön. Also, ich fange an. Kennen Sie diesen Ton? Natürlich, 2 Whiskygläser, die aneinander stoßen. Gut. Also mit diesem Ton fängt meine Geschichte an. Denn genau so klangen unsere Gläser, als ich mit Jerry zum letzten Mal anstieß. Cheerio, Johnny. Chin, Jerry. Auf Mary. Auf Marion. Oh, Johnny, es ist fertig. Ausschluss, Ende. Das heißt? Sie hat mir geschrieben. Ja, und? Abgeschrieben. Und jetzt will mich Mary verlassen. Und weißt du mit wem? Mit dem Catcher. Ein Catcher gegen einen Jazz-Trompeter? Das Mädchen beweist eine erschreckende Unbildung. Nicht so, Johnny. Nicht so von Mary reden. Sie will ja gar nicht. Sie will gar nicht? Sie muss. Johnny, sie muss. Warum muss sie? Ihr alter Herr will es so. Er hat gesagt, sie bekommt mich erst, wenn alle bekommen haben, was ich ihnen schuldig bin. Vorher bekommt sie nichts und mich auch nicht. Rabenvater. Das ist das Wort. Rabenvater. Jerry. Johnny? Warum bezahlst du eigentlich deine Schulden nicht? Ich bezahle sie ja. Dann ist doch gut. Nein. Ich kann meine Schulden nur bezahlen, wenn ich Schulden mache. Das ist logisch. Nicht wahr? Ich bin ein sehr logischer Mensch, Johnny. Bist du. Und was willst du machen? Blasen gehen. Ein bisschen durch die Röhre husten, die Pause ist vorbei. Bis nachher, Johnny. Bis nachher, Jerry. Jerry ging zur Band hinüber. Um 2 war er fertig und kam wieder an die Bar. Sie stellten schon die Stühle auf die Tische und da klimperte noch ein bisschen auf dem Klavier. Johnny. Jerry? Wenn man nur wüsste, was nachher ist. Wann nachher? Nachdem man weg ist. Wie weg? Eben weg, nicht mehr da, fort. Tot. Jerry, du willst dich doch nicht. Doch. Aber das ist ja... Nein, Johnny. Schau mal. Ich kann nicht leben ohne Mary. Anscheinend. Ich kann Mary nicht bekommen. Wie gesagt. Also kann ich nicht mehr leben. Das ist logisch. Ich bin ein sehr logischer Mensch, Johnny. Also sterbe ich. Wie? Ich finde schon etwas Passendes. Jerry. Johnny. Ist es dir ernst? Vollkommen. Wenn man nur wüsste, was nachher kommt. Darüber sind die Meinungen geteilt. Manche meinen, es sei ganz aus. Das sind die Optimisten. Ja. Andere glauben, dass man wieder zurückkommt, in irgendeiner Form. Das sind die Pessimisten. Ja. Wieder andere sagen, man kommt in der gleichen Form zurück. Nur sieht einen niemanden. Das sind die Irländer. Und die Schriftsteller. Johnny. Jerry. Wenn ich jetzt weggehe. Ja? Wenn ich jetzt weggehe und die Irländer haben recht, darf ich dich dann einmal besuchen? Aber jederzeit, Johnny. Du wirst mir immer sehr willkommen sein. Danke dir, Johnny. Du bist ein wirklicher Freund. Bin ich, Jerry. Johnny. Jerry.
Ich gehe jetzt. Bis nachher, Jerry. Bis dann, Johnny. Jerry ging und am nächsten Tag erzählten sie mir, dass er tot sei. Er hatte 30 Schlaftabletten in 7 Liter Gin aufgelöst. Die Ärzte erklärten, dass er die Schlaftabletten eventuell noch überstanden hätte. Ich war sehr traurig, denn Jerry war ein feiner Kerl gewesen und ein guter Trompeter. Am Abend saß ich traurig an der Bar und trank so vor mich hin. Plötzlich hörte ich eine Stimme hinter mir. Die Irländer haben dann recht gehabt. Jerry! Ja, Johnny. Du sagtest doch, dass ich dich besuchen darf. Du bist also wirklich... Tot, wolltest du sagen. Natürlich. Nur noch ein bisschen schwach auf den Beinen. Weißt du, 7 Liter Gin ist schon eine anständige Portion. Das kann man sagen. Es war übrigens gar nicht leicht für mich zu kommen. Wieso? Sie geben einem dort nur Samstagsausgang. Samstags von 12 bis 1. Samstagmittag übrigens, nicht nachts. Und wie bist du trotzdem gekommen? Ich habe mit dem Lift-Girl geflirtet. Einen Lift gibt es dort auch? Ja, sie sind sehr modern eingerichtet. Und wie ist es sonst drüben? Es geht. Ein paar gute Posaunisten, aber mittelmäßige Arrangements. Und sonst? Es tut mir leid, Johnny, aber wir dürfen nichts erzählen. Sonst sperren sie uns für 200 Jahre den Ausgang. Das ist schade. Ja. Johnny. Jerry. Du musst mir helfen. Wenn ich es kann. Es ist ganz einfach. Du musst nur mit mir zusammenarbeiten. Oh, wie stellst du dir das vor? Also verstehst du. Ich möchte gerne meine Schulden bezahlen. 7 Liter hast du gesagt, dann verstehe ich das. Nein, John, ich bin jetzt ziemlich nüchtern. Jedenfalls nüchterner, als ich jemals war. Also, worum handelt es sich? Also nicht wahr. Ich möchte meine Schulden bezahlen. Alle. Warum eigentlich? Ja, wenn ich keine mehr habe, möchte ich gerne vor Mary treten und vor Marys Vater. Samstags, beim Mittagessen. Und dann möchte ich sagen, mein Name ist Jerry, ich habe meine Schulden bezahlt, darf ich Mary jetzt haben, Mr. Myers. Willst du mich jetzt, Mary? Und dann sagt der Papa ja, und Mary sagt ja. Und dann verschwinde ich und grinse unsichtbarerweise noch ein bisschen. Weißt du, etwa so. Und wie stellst du dir das mit dem Schuldenbezahlen vor? Also hör zu. Ich wohne jetzt doch drüben. Ja. Und da drüben wissen Sie doch ein bisschen mehr als hier. Und Sie wissen also auch, wer zum Beispiel das nächste Pferderennen gewinnt, welche Nummer das große Los zieht, wann die Getreideaktien fallen und wann sie steigen. Das ist großartig, aber... Ja, verstehst du denn noch nicht, Johnny? Nein. Nun, wenn Sie es wissen, dann weiß ich es doch auch. Ja? Und dann könnte ich zum Beispiel kommen und es dir mitteilen. Und dann würdest du im Roulette beispielsweise auf 21 setzen. Und dann würdest du gewinnen. Und die Hälfte davon gehörte dir und mit der anderen Hälfte würdest du meine Schulden zahlen. Das ist eine großartige Idee. Nicht wahr? Logisch, wenn man weiß, wer und was gewinnt, gewinnt man. Ja, ich bin ein sehr logischer Geist, John. Bist du, Jerry? Johnny. Jerry? Morgen ist im Central Park Windhundrennen. Setz doch einmal versuchsweise im Schlusslauf $10 auf Black Arrow. Gerne, Jerry. Black Arrow. Bis dann, Johnny. Du gehst schon? Ja, bisschen blasen. Etwas durch die Röhre husten. Posaune natürlich. Am nächsten Tag setzte ich auf Black Arrow $10. Ich tat es ungern, denn alle sagten, der Hund habe 4 linke Beine und falle spätestens in der Hälfte der Bahn vor Erschöpfung um. Die Wetten standen 1:84 und so gewann ich $840, als Black Arrow mit 3 Schnauzen Vorsprung ins Ziel kam. Und so ging es weiter. Jerry kam und sagte... Morgen siegt Fitzroy über Starrett durch K.O. in der 7. Runde. Ich würde etwa $100 auf Fitzroy setzen. Und Fitzroy gewann. Jerry lächelte über die Mitteilung, dass ich $2.000 gewonnen habe, kaum und sagte nur... Am Sonntag läuft Sonny Boy im Pferderennen von Boston. Ich glaube, es könnte nicht schaden, $1.000 auf ihn zu setzen. Und Sonny Boy ging mit 18 Längen Vorsprung über die Linie.
Die 34.000 $, die Jerrys Anteil waren, reichten für seine Schulden. Er freute sich sehr darüber und kam eine Weile nicht mehr. Genauer gesagt, eine Woche. Am Samstag, 1:10 erschien er aufgeregt und traurig zugleich und setzte sich auf den Rand der Badewanne, in der ich gerade saß. Johnny, Jerry! weißt du, wo ich eben war? Natürlich nicht. Bei Mary. Und? Es war furchtbar. Wieso? Also ich kam herein und ihr Vater war gar nicht da. Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Und sie saß am Tisch und stocherte nur so im Essen herum. Und da erschien ich hier und da schaute sie mich an und dann... Dann? Dann weinte sie. Nicht laut, weißt du, nur so vor sich hin. Und? Johnny, du bist mein Freund. Ja. Du musst mir einen Gefallen tun. Bitte. Johnny, als Mary weinte, da konnte ich nichts mehr tun. Ich konnte nicht verschwinden und so grinsen, so. Du verstehst, ich konnte es einfach nicht mehr. Was kann ich in der Sache tun? Also siehst du, Johnny, es ist zwar ein bisschen viel verlangt, aber für mich wirst du es schon tun. Also, was ist es? Nicht wahr? Da drüben, da haben Sie einen Paragraphen. Was, Paragraphen haben Sie auch? Ja, und dieser eine Paragraph, der heißt, dass ein Geist für eine Nacht wieder Mensch werden darf, wenn er einen Menschen findet, der für eine Nacht ein Geist werden will. Das ist allerdings... Willst du, Johnny? Tust du mir den Gefallen? Also, ich weiß nicht. Johnny. Jerry. Für eine Nacht. Johnny. Nur für eine Nacht. Also gut. Ich tu's. Dir zuliebe. Du bist ein wirklicher Freund, Johnny. Bin ich auch, Jerry. Bist du bereit? Ja. Gut. Dann mach die Augen zu. Warum? Es gehört dazu. Gut. Ich habe sie zu. Jetzt zähle ich auf 3 und dann atmest du tief aus. Warum? Das ist Vorschrift. Gut. 1, 2, 3. Danke, Johnny. Bitte, Jerry. Wie fühlst du dich? Gut, Jerry. So leicht. So federleicht. Ein angenehmes Gefühl, nicht wahr? Ja. Also dann, bis nachher. Also dann, bis morgen. Viel Vergnügen. Danke. Johnny? Ja? Ich muss dir etwas sagen. Ja? Aber du darfst mir nicht böse sein. Nein, Jerry. Nun, wir haben doch abgemacht für eine Nacht. Ja, und? Wie lange dauert eine Nacht? Maximal 12 Stunden. Hier. Was heißt hier? Nun, hier auf der Erde. Hier in New York. Ich begreife nicht, was du... Nicht wahr, Johnny? Drüben. Drüben? Ja, drüben dauert eine Nacht ein bisschen länger. Ein bisschen länger? Ja. Wie lange denn? Ziemlich länger. Wie lange? Willst du es genau wissen? Ganz genau. Also, warte mal. Umgerechnet macht das ziemlich genau 75 Jahre. Nun habe ich Sie erwischt. Ja, also doch, das haben Sie. Einen Augenblick habe ich wirklich. Haben Sie wirklich? Aber das ist ja... Ja, Das ist ja... wenn ich ehrlich sein will, einen Augenblick habe ich Sie tatsächlich für einen seriösen Menschen und Ihre Geschichte für eine ernsthafte gehalten. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Sie haben mich ernst genommen. So ein Witz. So ein Spaß. Sie haben ja wirklich alle geglaubt. Nein. Wie bitte? Ich habe Nein gesagt. Ach, sehen Sie an, der Herr Offizier haben mit seinem Nein, bitte, Mr. Olsen, Sie dürfen sich nicht über mich lustig machen. Ich weiß, Sie sind vielleicht zu klug, um solche Dinge ernst zu nehmen. Intellekt, wollte ich sagen, genau das. Intellekt. Nein, wirklich, Mr. Olsen, Sie sind ein sehr gebildeter Mann. Und vor allem sind Sie ein Mann in einer sehr gesicherten Position. Stimmt. Ich bin Alleinerbe von Olsen und Hampton, Getreide en gros. Sehen Sie, da liegt es.
Sie haben keine Sorgen um das Morgen. Sie wissen, wie Ihr Leben in einem Jahr, in 10, in 30 aussehen wird. Wir wissen das nicht. Wer wir? Wir, die wir in diesen Booten über das Meer fahren. Wir wissen nie, ob wir am anderen Tag nicht... Also hören Sie, Mr. Kelly, gerade beruhigend klingt das nicht? Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Aber Sie verstehen, wir sind nie in absoluter Sicherheit. Das ist niemand. Ich habe in New York einmal einen Mann gesehen, der ist vor einen Barstuhl gefallen und 3 Tage später war das Begräbnis. Dabei war er nüchtern. Beim Begräbnis? Unterbrechen Sie doch bitte Mr. Kelly. Oh, nein, plaudern Sie ruhig weiter. Nein, sagen Sie jetzt, was Sie sagen wollten. Es interessiert mich. Nun, ich meinte, wir sind nie ganz sicher. Da kann irgendwo ein Sturm auf der Lauer liegen oder irgendwas im Lagerraum kann sich selbst entzünden oder der Nebel kann kommen, der verfluchte, undurchdringliche, gottverdammte Nebel. Den Nebel scheinen Sie nicht zu mögen. Nein. Sehen Sie, und weil wir nie wissen, was uns bevorsteht, deshalb sind wir Seeleute abergläubisch. Deshalb versuchen wir den Schleier vor dem, was uns verborgen ist, wegzuziehen. Deshalb gehen wir zu Wahrsagerinnen, Kartenschlägern und blinden Propheten. Und deshalb habe ich wohl auch dieser dummen Zeitung geglaubt. Welcher Zeitung? Ach, lassen wir das. Das ist ja zu blöd. Nein, Sie müssen erzählen. Wir haben alle etwas erzählt. Ich auch. Ach, nein, wissen Sie, also, das ist eine Geschichte ohne richtige Pointe. Und außerdem bestätigt sie Mr. Olsens Theorie, dass es solche Dinge einfach nicht gibt. Wenigstens der Schluss der Geschichte bestätigt sie. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Erzählen Sie. Gut, wenn Sie es unbedingt haben wollen. Bitte. Gut. Es ist noch gar nicht so lange her. Fast genau ein Jahr übrigens. Ich saß mit ein paar Freunden im Goldenen Seehund in Portsmouth und es ging schon gegen 3, aber was tat das? Es war die letzte Nacht im Hafen. Am nächsten Abend fuhren wir wieder für ein paar Wochen los und dann war es fertig mit Herumsitzen, Whiskys und Mädchen. Ja, Mädchen. Ich hatte an diesem Abend auch eins am Tisch. Lola hieß sie oder Lila, was weiß ich. Ich war zu blau, um mir den Namen merken zu können. Lale heißt L-A-L-E, Lale. Ich finde, er lallt schon recht anständig. Was du, Liebling, Lale. Einverstanden, Lala. Dann nenne mich bitte nicht immer Lola. Einverstanden, Lila, ganz wie du es. Nun, so ging das eine nette Weile lang. Endlich hatte ich genug. Der Raum wurde mir zu heiß, der Lärm zu unerträglich. Ich stand auf. Ja, und mich lässt du hier? Soll ich vielleicht alleine heimtippen? Ach so, Lola, oder dann komm eben mit. Ich werde dich schon irgendwie heimbringen. Und wer bringt dich heim? Da hab bloß keine Angst, du. 2 Lungen voll Nachtluft und ich bin wieder so flott wie... Die Nachtluft tat mir wirklich gut. Bald war ich so gut wie nüchtern. Ich hatte der Dame eingehängt und wir schritten langsam durch die stillen Gässchen. Und wenn du das nächste Mal da bist, oder nicht wahr? Du kommst doch wieder, ja? Also dann bringst du deiner Lale natürlich etwas Schönes mit, du. Hör, Das Mädchen plauderte unaufhörlich. Ich ließ sie schwatzen, ohne etwas zu erwidern, und das bewirkte, dass sie allmählich doch die Lust am Sprechen verlor. Vielleicht war sie auch müde. Es war sehr still. Kein Mensch war mehr auf der Straße und besonders nicht am Quai, dem wir jetzt entlang gingen. Umso überraschter war ich, als plötzlich jemand aus dem leichten Dunst auftauchte. Es war ein schäbig gekleideter Mann. Er lehnte an die Hafenmauer und streckte irgendein Stück Papier vor sich hin. Sein Gesicht sah ich nicht. Er pfiff vor sich hin. Als wir dicht vor ihm waren, brach er plötzlich ab. Und er sagte mit einer leisen, aber sehr eindringlichen Stimme: Das Morgen, außerordentlich interessante Neuigkeiten, das Neueste vom Neuesten. Das Morgen, speziell für Sie, ganz speziell für Sie. Das Morgen. Als wir an dem sonderbaren Zeitungsverkäufer vorübergingen, suchte ich sein Gesicht zu sehen. Ich sah es auch.
Ein älteres, etwas faltiges Gesicht, auf das im Augenblick, wo wir uns ansahen, ein sonderbares Lächeln kam. Komisch. Was ist denn komisch, Liebling? Komisch, wie der Mann gelächelt hat. Und wie er sein Blatt angepriesen hat. Und wie es heißt, das Morgen. Ach, der spinnt ja. Wieso? Kennst du ihn? Alle kennen ihn hier. Er bildet sich ein, er sieht die Zukunft. Und da geht er manchmal hin und schreibt auf, was er gesehen hat. Weißt du, ganz so wie in der Zeitung. Und das nennt er dann das Morgen und ruft es aus. So ist das. Komisch. Ja, einen Augenblick war es mir wirklich gewesen, als stecke etwas Wichtigeres, Wesentlicheres hinter der Sache. Nicht, dass ich einen Anhaltspunkt dafür gehabt hätte. Natürlich nicht. Nur so ein Gefühl. Nun, schließlich war das Mädchen zu Hause. Ich habe leider nichts zu trinken oben. Macht nichts, ich bin sowieso zu müde. Also dann, gute Nacht. Und du denkst an den Papagei. Ja, natürlich denke ich dran. Grün mit gelbem Schnabel. Wo ich wohne, weißt du ja jetzt. Ja. Und abends bin ich immer im Seehund. Das ist okay. Also, schlaf gut. Du auch. Und Chip Ahoi. Danke, Lale. War ein netter Abend, den wir da verbracht. Ich ging nun etwas schneller und war bald vor meinem kleinen Hotel. Ich ging auf den Eingang zu und erschrak, denn vor mir stand im Halbdunkel der Türe der Zeitungsverkäufer. Das Morgen, außerordentlich interessante Neuigkeiten. Das Morgen, speziell für Sie, ganz speziell für... Gut, geben Sie mir eine. Es hat nur eine. Na also, bekomme ich sie oder nicht? Ja, wie? Sie wollen wirklich? Das haben Sie doch wohl gehört. Komisch. Was ist da Komisches, wenn jemand eine Zeitung kauft? Ja, nichts, natürlich nichts. Nur... Nun? Nur sind Sie der Erste, der meine Zeitung will. Hier. Was macht das? Oh, das macht nichts. Nichts? Spezialpreis für Sie, Mr. Kelly. Es traf mich wie ein Schlag, dass der Mann meinen Namen wusste. Als ich ihn fragen wollte, woher er ihn wisse, war er weg. Verstehen Sie das? Spurlos weg. Wie vom Asphalt verschluckt. Fort. Weg. Oben in meinem Zimmer goss ich mir Wasser über den Kopf und schaute in den Spiegel. Schau dich gut an, Mr. Kelly. Du bist besoffen und das bist du. Voll blau. Blau wie ein Wal, voll wie eine Haubitze. Und jetzt gehst du ins Bett, Mr. Kelly, und schläfst deinen Rausch aus. Morgen um 6 fährt dein Kahn. Aber so sehr ich es mir einredete, ich war nicht betrunken. Ich war ganz nüchtern, übernüchtern sogar. Und ich ging auch nicht ins Bett, sondern ich las die seltsame Zeitung. Sie schien mir wie hektografiert, mit einer Schreibmaschine geschrieben. Ich las zunächst den Titel. Das Morgen. Zeitung des Neuesten. Ausgabe vom 28. November 1952. Ausgabe vom 28. November 1952? 28. November? 28. Da stand wirklich 28. November. Das war sonderbar, denn wir schrieben den 27. Die Zeitung war also einen Tag vordatiert. Ich glaubte wirklich bald, was mir Lale gesagt hatte, nämlich, dass dieser Mann nicht ganz richtig im Kopf sei. Als ich die Meldungen zu lesen begann, schien sich der Eindruck immer mehr zu bestätigen. Da standen Dinge, die ich in keiner anderen Zeitung gelesen hatte, Dinge, die auch in gar keiner stehen konnten, weil sie sich noch nicht ereignet hatten. Nur schon die Schlagzeilen bewiesen es. Über einen Boxkampf, der am Abend stattfinden würde, hieß es fett: sensationeller Sieg von Chocolate Kid über Lastarza. Dabei war Lastarza absoluter Favorit. Eine andere Überschrift lautete:
Urteil im Mordprozess Wagner, Hildegard Wagner, zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Dabei hatte die Schlussverhandlung des Prozesses erst am späten Nachmittag stattgefunden. Der Mann hatte sich allerhand aus den Fingern gesogen. Es war grotesk und ich musste schließlich immer wieder lachen. Aber dann fand ich unter dem Titel Schifffahrt eine Notiz, die mich eher ärgerte. Da stand: Die Atlantia, die gestern Abend um 6 Uhr hätte in See stechen sollen, musste ihre Abfahrt verschieben, da sich bei der ärztlichen Kontrolle einer der Heizer als typhuskrank erwies. Die Atlantia darf den Hafen erst nach ihrer vollständigen Desinfektion verlassen. Nun, das war denn doch zu dick. Die Atlantia war mein Schiff. Und dass einer unserer Heizer typhuskrank sein könnte, war undenkbar. Ich wollte das Blatt eben ärgerlich weglegen, als ich auf der letzten Seite ein rot angestrichenes Inserat sah. Das heißt, es war kein Inserat, es war eine Todesanzeige. Meine Todesanzeige. Hiermit erfüllen wir die schmerzliche Pflicht, Ihnen das Hinscheiden unseres lieben James Spencer Kelly mitzuteilen. Er starb den Seemannstod, als sein Schiff im dichten Nebel mit einem anderen zusammenstieß. Ich muss sagen, sonderbar ist das, so seine eigene Todesanzeige in der Zeitung, auch wenn sie nur hektografiert und von einem Verrückten zusammengestellt ist, zu sehen. Trotzdem war mir nicht wohl. Ich bin nun einmal abergläubisch und hatte Angst. Trotzdem schlief ich schließlich ein. Kelly! Kelly! Mr. Kelly! Mr. Kelly! Machen Sie doch auf! Was ist denn los? Ach, du lieber Gott. Ja, was ist denn? Mr. Kelly! Ich bin's, Peterson! Machen Sie doch auf! Ja, Augenblick. Endlich! Ich klopfe seit einer halben Stunde. Ja, was ist denn los, Peterson? Der Kapitän schickt mich. Sie sollen sofort an Bord kommen. Ja, warum denn? Es ist doch erst... Es ist etwas passiert. Irgendeiner von diesen dreckigen Heizern hat irgendetwas Ansteckendes. Was denn? Was weiß ich? Cholera oder Pest oder Typhus? Ich zog mich wie der Blitz an und raste zum Kahn. Das heißt, ich suchte mir zuerst ein Taxi. Während ich auf eins wartete, kam ein Junge, der Zeitungen ausrief. Kabinettskrise in Frankreich, Großbrand im Hafen von Southampton. Das Urteil im Mordprozess Wagner, 10 Jahre Gefängnis für Hildegard Wagner. Einen Augenblick drohte ich umzusinken. Das war das 2. Mal, dass der Mann recht gehabt hatte. Denn auf dem Schiff bestätigte mir der Kapitän, dass die Atlantia für unbestimmte Zeit nicht auslaufen könne, sicher nicht, bis sie desinfiziert sei. Ich raste in mein Hotel zurück. Ich musste die Zeitung haben. Ich musste unbedingt das morgen haben. Ich musste das alles noch einmal lesen. Das mit dem Prozess Wagner, mit der Atlantia, mit dem Boxkampf und mit meiner Todesanzeige. Welche Zeitung? Ich habe keine Zeitung weggeräumt. Sie haben das Zimmer gemacht. Ja? Na, und da haben Sie doch neben dem Bett eine Zeitung gesehen. Nein. Also keine richtige Zeitung mehr, so ein Blatt hektografiert. Blau geschrieben mit Schreibmaschine. So, ja, doch, ja. Ja, das habe ich weggeschmissen. Weggeschmissen? Ja, wohin? Weiß ich doch nicht mehr. Vielleicht im Papierkorb, vielleicht das Fenster. Mein Gott. Ich suchte wie ein Irrer, stundenlang, aber ich fand nichts. Schließlich wurde ich ruhiger. Ich überlegte mir, du kannst doch nicht den Seemannstod sterben, solange du an Land bist. Gut, der Mann hat zufällig 2-mal recht gehabt. Bei der Anzeige, da hat er sich eben getäuscht. Aber ganz ruhig war ich immer noch nicht. Und obwohl ich mich dazu zwang, es nicht zu tun, setzte ich mich am Abend vor das Radio und hörte mir die Reportage des Boxkampfes Chocolate Kid Lastarza an. Ich schaltete mich etwas zu spät ein. Das war eine kurze Zusammenfassung des bisherigen Kampfverlaufes. Lastarza ist praktisch der Sieger. Chocolate Kid kämpft auf verlorenem Posten. Und hier beginnt nun die 9. Runde des Kampfes. Chocolate Kid macht einen schwer angeschlagenen Eindruck. Es ist ein Wunder, wenn er über die Runde kommt.
La Starza ist wirklich in seiner besten Form. Eben jetzt fällt er mit einer Serie fulminanter, prachtvoller linker Schwinge über Chocolate Kid. Kid geht in den Clinch. Wieder ist La Starza im Angriff. Mit der Regelmäßigkeit einer Maschine schlägt auf Chocolate ein. Chocolate geht in die Knie, steht wieder auf, taumelt, wird von La Starza in die Seile gedrängt, landet einen hinreißenden Uppercut. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Bis da. Was ist das? Chocolate Kid ist seitlich entwischt. Er zieht aus. Das ist überraschend. Was gibt Chocolate Kid diese plötzliche Kraft? Ist es die Verzweiflung? Er dringt auf La Starza ein. La Starza duckt sich, bückt sich und läuft direkt in einen bleischweren Geraden. Chocolate, La Starza taumelt, geht zu Boden. Der Richter beginnt zu zählen. 2, 3, 4, 5. Er versucht sich zu erheben. La Starza fällt zurück. 8, 9. Sensationeller Sieg Chocolate Kids über La Starza, hatte es im Morgen geheißen. Herein! Wegen diesem Blatt da, wo Sie gesucht haben. Ja, was ist? Also ich habe es gefunden. Ach, Gott sei Dank. Es war in der Küche. Ich habe es dort in die Papierkiste geschmissen. Ich wusste es nicht mehr. Na, geben Sie her. Es war wirklich die Zeitung. Und es stand wirklich auch meine Todesanzeige darin. Sie können sich nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe, bis es Mitternacht war und es feststand, dass sich der geheimnisvolle Journalist wenigstens einmal getäuscht hatte. Na und? Tja, ich habe Ihnen ja gesagt, die Geschichte hat keine Pointe. Schade. Aber sonderbar war sie doch. Ja. Zufälle sind nichts Sonderbares. Also ich glaube nicht, dass es sich um Zufälle gehandelt hat. Schließlich sind doch 3 Sachen in Erfüllung gegangen. Ja, wenn sich Mr. Kelly die ganze Geschichte nicht einfach zusammengeträumt Nein, das habe ich nicht. Können Sie das beweisen? Ja. Oh. Dann tun Sie es bitte. Na, warten Sie. Hier. Bitte. Ach, hier. Bitte, hier ist das Blatt. Was, das haben Sie bei sich? Na, sowas behält man doch auf. Lass Ja, mal natürlich. sehen. Komisch. Tatsächlich. Hiermit erfüllen wir die schmerzliche Pflicht, Ihnen das Hinscheiden, was für ein Wort, unseres lieben James Spencer Kelly mitzuteilen. Er starb den Seemannstod, als sein Schiff im dichten Nebel mit einem anderen zusammenstieß. 28. November 1900. Was ist denn los, Herr Olsen? Was ist? 28. November 1953. Das wäre... Das ist... heute. Sie hörten unsere Sendung Verzähl du das im Färimat. Kurt E. Heine und Fritz Schäufele schrieben Beiträge zu dem Manuskript von Werner Wollenberger. Es wirkten mit Eleonore Heuss, Heli Stehle, Kurt E. Heine, Wolfgang Jarnach, Walter Morath, Monique Winnewisser, Erwin Roth, James Meyer, Alma Walle, Wolfgang Taucher, Berthold Büche, Willi Buser, Raoul Bärlocher, Alfred Schlageter, Hilde Harwan, Michael Arko, Max Bachmann, Peter Frank, Sibylle Münch, Max Knapp, Otto Lehmann, Hans Hausmann, Otto Krone, Alice Thomas, Walter Richard und Ingeborg Stein. Hans Möckel schrieb die Musik. Es spielte das Basler Unterhaltungsorchester. Regie Hans Hausmann. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist doch ein Gespenst gewesen.
Wolfram, das war jetzt die zweite Folge von ein Paar. Wegen mir könnten Sie jetzt schon wieder aufhören mit der Reihe. Ich finde die großartig, diese Folge. Wenn es am schönsten ist, soll man auch... Ja. Nein, dann soll man weitermachen und es noch schöner werden lassen. Aber ich hatte so eine Freude daran. Ich finde das tolle Geschichte, ich finde die vom Aufbau gut. Die Minuten sind verflogen und es hat schöne Geschichten mit überraschenden Enden und aber auch so viel Witz noch. Dieser leichte Cocktailwitz zwischendurch. Ich habe mir auch, also geht mir wirklich ganz genauso, ich habe mir auch echt immer wieder so gute Jokes aufgeschrieben. So gute Sprüche, die ich einfach lustig fand. Sag mal einen. Hey, Operninszenierung, gibt es jetzt ein paar, aber dieser Dialog da, wenn Sie live dabei sind, wie die Frau stirbt, da ist Leben drin. Da ist Leben drin, großartig. Also ja, genau das. Und danach sagt er ist doch auch kurz davor, das ist eine tolle Aufführung, da sagt er, das ist deine Stelle. Genau, der eine sagt, sehr anständige Vorstellung. Der andere sagt, ja, meine Inszenierung. Und der erste sagt wieder, ja, trotzdem. Genau. Ja. Das ist einfach lustig. Ja, finde ich auch. Und man könnte ihn auch total trocken machen, diesen Dialog. Aber es macht einfach so viel Spaß. Ja. Die Leute werden so gerade lebendig und man hat einfach gute Laune. Ja, auch ich feiere dann sogar so Heinz Erhardt Wortwitze, wie wenn der eine anruft und sagt, er kann den Karl Mohr nicht spielen. Wie, Sie haben sich den Fuß verstaucht? Na, da können Sie doch auftreten. Nee. Selbst... Ihr merkt, ich kann das nicht so gut wiedergeben, aber ich lache dann auch über die Witze. Überhaupt toll, diese ganze Theater-Episode fand ich großartig, wie da auch besetzt wird. Ne? Also ich meine, jetzt muss er die eine Vorstellung absagen. Mist, jetzt habe ich dem einen da freigegeben, das mache ich nie wieder. Ein Urlaubsschein wird hier nicht mehr ausgeführt. Was habe ich denn noch im Repertoire, was da auch so hervorgezaubert wird? Ja, dann setzen wir einfach mal mit einem großen Orchester und Starbesetzung die Carmen an. Das geht auch morgen, oder? Oder wenn die Starsängerin auch fragt, Herr Direktor, bin ich normal? Da steckt so viel Frauenbild aus den 50ern drin und gleichzeitig so viel Bohem-Künstlerleben. Und das wird ja auch von diesen beiden ältlichen Freunden dann schön aufgenommen, abgenommen und sie beruhigt. Ja, große Freude. Also wirklich die ganze Theaternummer ist unglaublich schön. Ich glaube, ich unterstelle Ihnen auch, dass Sie auch Spaß hatten, das zu sprechen, die Leute, weil Sie es kannten, so die ganze Welt. Das ist wirklich meine Unterstellung, aber da ist so viel Spielfreude dabei. Die wissen, was sie da spielen und das merkt man auch, würde ich sagen, so viel Spielfreude. Wolfram, Sie wissen es ganz genau, weil der den Intendanten spielt oder Direktor, den Dr. Hellmann, das ist der Kurt Erich Heine und der hat auch wahrscheinlich auch diese Geschichte geschrieben. Er hat zumindest mitgeschrieben in diesen Ferryman-Geschichten. Das heißt, er wusste schon sehr genau, worauf er zielt und was er für einen Text verteilt. Ja, hübsch. Ja, und natürlich mein absolutes Highlight war tatsächlich dann noch die Geschichte davor. Also das finde ich schon extrem toll, sich eine gruselige Geschichte zu überlegen, in der eine Hörspielautorin auftritt, ein Hörspiel so eine große Rolle spielt, um das schon in der zweiten Ausgabe dieser Reihe zu machen, das finde ich, und auch an den Anfang des Abends zu setzen als erste Story, da finde ich sehr mutig, die ist aber so gut geschrieben, oder? Ja, ich finde die von der Auflösung toll. Das Jägerkostüm ist noch ein bisschen irritierend, aber ansonsten ist diese Verquickung und dann auch dieses ganze rauchige Umgebung, das dunkle, mysteriöse, toll. Und natürlich auch eine Hörspielautorin, die eine Angestellte zu Hause hat und irgendwie wie so eine Grande Dame lebt. Ja, da gehe ich gerne mit. Ja. Oh, gleich fährt mein Zug, aber ich möchte noch den Anfang meines Hörspiels hören. Ja. Georgette, bitte machen Sie mir noch meine Sachen parat. Ja. Nein, herrlich. Das müssen andere Zeiten im Hörspiel gewesen sein, oder? Ab und zu mal ein Schreiben und dann kann man sich so ein Leben leisten. Ja, aber auch, also ich finde wirklich so genial, dass es eben noch so genau da eingebettet ist. Sie will den Anfang ihrer Radiosendung mal mitbekommen. Das ist nicht einfach, ich habe ein Hörspiel geschrieben, die Figuren tauchen da mal auf und man schneidet jetzt ein bisschen dazwischen, sondern nein, es ist wirklich genau in diesem wichtigen Moment, wo es noch keinen Podcast gab und auch nicht, wo das wirklich noch ein großes Ereignis war, die Hörspielsendung. Da muss man dann weg, möchte es nicht verpassen und dann passieren unerklärliche Dinge. Ja, klar, ich meine, sie hatte ja wahrscheinlich keine Aufzeichnung davon oder war zumindest bei den Aufnahmen wahrscheinlich nicht dabei. Das heißt, es war für sie selber als Autorin ja eine totale Premiere. Dann ein bisschen doof, dass sie da die Reise zu ihrer Schwester hingelegt hat. Aber dann auch wieder was für ein Glück. Nein, schöne Geschichten. Und wenn du sagst, das ist die erste, auch die Grundsituation, die Rahmenhandlung, finde ich auch, hat einen großen Schalk.
Also es funktioniert super gut. Du hast auch mit dem Offizier hast du so einen Besorgten, so einen Kontrapunkt schon die ganze Zeit mit dabei zu dieser Partygesellschaft. Und selbst die betrunkenen Witze sind ziemlich gut. Stimmt, die Whisky-Witze. Ja. Ja, auch da eine rechte Abkehr. Ne? Beim ersten Fall hatten wir den Flugzeugabsturz, also größtmöglich in der Dramatik. Fast eine Dramatik, die man dann gar nicht so ganz einfach, die dann einzuhalten, dass man dann halt anfängt, sich so Geschichten zu erzählen, wenn man gerade das Flugzeug abgestürzt ist. Aber ich finde, das ist jetzt hier wirklich der komplette Gegenpunkt eben. Da haben wir halt noch einen Anlass mehr, lustig beisammen zu sein. Und der wird dann genutzt. Toll, funktioniert super. Ja, keine Geschichte, die mit Klischees aus Übersee spielt, bei denen man immer so beim Zuhören Angst hat, ob jetzt gleich irgendwie der Misstritt passiert, sondern wir gehen nun nur in Anführungszeichen nach Italien, finde ich auch eine tolle Geschichte. Oder? Sehr. Wie sie aufgebaut ist und vor allen Dingen die Auflösung. Und diese Motive mit ihrem Albtraum, mit dem Fenstersturz, den es dann tatsächlich gegeben hat. Und es ist ja bis ins Ende. Es ist ja nicht nur, dass ihr Mann nachher besessen ist oder eine andere Identität hat, sondern wenn er stirbt, kommt ja noch die Beileidskarte von dem Conte. Großartig. Wirklich schön. Ja, und wirklich auch immer so schöne Geschichten, wo man klar erfunden und so weiter, aber doch, wo man ab und zu denken könnte, ja, das hätte jetzt auch passieren können, oder? Ich finde es noch so schön nah dran. Die Grundszenen. Ja, auch so ein bisschen so Urban Legend, doch, das könnte passiert sein. Und dann kommt diese vorletzte Geschichte, dieser humoristische Auflockerer sitzt an der richtigen Stelle und ist auch im ganzen Schreiben mit seinem Johnny, oder ich habe schon wieder vergessen, wie die beiden heißen. Ich bin so schlecht mit Namen, Wolfram. Ich auch. Ich muss mir das immer ganz explizit aufschreiben. Bin mit Gesichtern gut, das hilft beim Hörspiel auch nicht. Stimmen kann ich auch auseinanderhalten. Aber da hast du dann diese offensichtlich nicht ernst gemeinte Geschichte und dann nochmal fast schon ein bisschen so expressionistisch. Ja, das Morgen. Aber schließt ja dann die Rahmenhandlung mit dem Datum großartig auch wieder ab. Total. Und ich finde, das ist ja auch der Vorteil, den jetzt der Ferrimer hat, sagen wir mal zum Beispiel gegenüber Grauen. Wir haben ja Grauen auch immer so am Stück produziert, früher einmal im Monat rausgebracht. Und für uns haben wir schon gesagt, okay, jetzt sollen wir mal wieder das, jetzt bringen wir eine ganz andere Farbe. Wenn man natürlich einen Monat dazwischen hat, merkt man vielleicht den Kontrast gar nicht so als Zuhörerin und Zuhörer. Und das ist natürlich schon cool, dadurch, dass die aneinandergereiht kommen, merkt man auch viel mehr, jetzt wird die Temperatur, jetzt kommt das Register, jetzt kommt die Welt. Das lebt auch wirklich sehr davon mit verschiedenen Farben, verschiedenen Techniken. Ja, und ich meine, die Lagerfeuer-Friends, die müssen ja auch so ein bisschen Gedächtnis wie ein Goldfisch haben. Sonst haben wir ja schon mal gesagt, sonst werden sie so übertraumatisiert, was ihnen alles Schlimm passiert ist. Und hier hast du immer eine neue Personage und jeder kann quasi seine die eine Geschichte erzählen. Nicht die 20, die er schon erlebt und hat auch andere Überwindung, wann es erzählt, wann nicht und sowas. Ja. Super. Hey, ich freue mich sehr auf den nächsten Vollmond. Ja, ich weiß es eben nicht, sag ja. Es kann ja auch, du glaubst, es geht noch höher. Ich glaub, auf zu den Sternen. Doch. Okay. Ich kenne ja ein paar der späteren und da gibt es schon noch ein paar Highlights. Das weiß ich. Doch. Gut. Also, wir hören uns am Donnerstag wieder mit einem Krimi. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.